die Leute, die wir über die Jahre kennengelernt haben, wo wir gemerkt haben, die stecken genauso viel Herzblut da rein wie wir und denen ist das genauso wichtig, mit denen sind wir befreundet. Also das matcht dann. Dann weißt du, okay, mit denen kannst du auch nach 10, 12, 30 Bier Kölsch im Arm liegen und singst irgendwelche Lieder. Ne? Also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl tritt auch genau dann auf, ne? Weil du eben auch mal abseits von der Bühne miteinander was machst und dann ist es ja umso schöner auch, dass sowas funktioniert, obwohl man in einem konkurrierenden Geschäft unterwegs ist. Bis der Nubbel brennt. Der Kölner Karnevalspodcast. Bis der Nubbel brennt. Dass man einen großen Misserfolg auf der Bühne als Fiasko bezeichnet, geht auf die italienische Redensart far fiasco, Versagen oder Durchfallen zurück. Ja. Wild. Ob sich unser heutiger Gast schon mal darüber Gedanken gemacht hat, wie viel sprachwissenschaftlicher Input oder Hintergrund hinter Fiasko steckt oder ob es doch was mit der Band Die Ärzte aus Berlin zu tun hat. Wer weiß das schon so genau? Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf meinen heutigen Gast. Er ist Rockstar-Gitarrist in der eben genannten Band Fiasko. Außerdem König an der Quetsch. Vielleicht habe ich noch ein Instrument vergessen, das wird er mir gleich sagen. Herzlich willkommen bei Bis der Nubbel brennt. Henning Becker, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Wusstest du das mit der semantischen, mit der Wort-Hintergrund-Abstammungssituation des Begriffes Fiasko? Also wir haben es mal erfahren, als wir zwischen ein paar Auftritten waren wir in Poll in so einer Eisdiele, also in einer echten italienischen Eisdiele und dann sah der Verkäufer diesen Fiasko-Schriftzug auf unseren Jacken und er sagt, Fiasko und er hat uns dann erklärt, dass es eigentlich bauchige Flasche bedeutet. Und dann dachten wir natürlich, ja, passt ja. Bauchige Flasche habt ihr jetzt bisher noch nicht ganz erreicht, aber da kann man sich ja dran hinarbeiten. Das ist wild. Ich hab ein bisschen recherchiert, weil ich finde solche Seitenthemen immer irgendwie spannend. Und es ist wohl historisch gesehen so gewesen, dass früher es in der Glasbläserei missratene Flaschen gab. Also Glasbläserei ist ja immer so ein bisschen, funktioniert das Material, ja oder nein? Und irgendwann hat sich diese Redewendung der kaputten oder verbogenen Flasche halt irgendwie übertragen in den Künstlerbereich. Also ähnlich wie all diese anderen Sachen, wie halt so ein Beinbruch und so weiter, die ja auch irgendwie nicht so richtig was mit Performance auf der Bühne zu tun haben. Fand ich auf jeden Fall irgendwie spannend, weil hat ja irgendwie gar nicht so unbedingt was mit eurer Namensschöpfung zu tun, oder? Woher kommt der Name eigentlich? Nee, gar nicht. Hat bei uns gar nichts mit dem Ursprung zu tun. Aber es macht jetzt, wo du es sagst, aus der Glasbläserei, macht es natürlich Sinn. Und bauchige Flasche, vielleicht die Flasche falsch geformt und dann war sie nicht mehr so flaschenförmig. Bei uns kommt das tatsächlich, wie du eben schon gesagt hast, von den Ärzten, von dem Song Fiasko. Als wir damals auf Namensfindung waren, auf Namenssuche waren, kam Dirk irgendwann um die Ecke und sagte, hier, Fiasko, was haltet ihr davon? Reaktionen waren erstmal verhalten. Zieht sich auch bis heute bei den ein oder anderen kreativen Ansagen so durch. Aber nee, nach so 1, 2 Nächten drüber schlafen haben wir uns gesagt, nee, das ist es, weil es ist kurz. Also wir haben uns gar nicht Gedanken gemacht über die Bedeutung eines Fiaskos. Wir haben einfach gesagt, das ist ein kurzer, knackiger Name. Du kannst ihn so gesehen überall auf der Welt aussprechen. Und er ist prägnant. Und dann haben wir gesagt, passt zu uns, ist ein Ärzte-Song. Geil, wir sind große Ärzte-Fans. Warum nicht? Ja, super cool. Also das Lied von den Ärzten, da geht es ja auch um das Thema Scheitern. Mhm. Was auch wiederum mit euch gar nicht so richtig zu tun hat, aber euer Musikstil hat ein bisschen was mit dem Thema Ärzte zu tun, oder? Wie würdest du sagen? Wie würdest du euren Musikstil fassen für jemanden, der euch vielleicht noch nicht oder weniger gehört hat? Kölsch-Rock ist für uns ein fester Begriff. Wir haben so eine Tagline, irgendwann kam ich mal damit auf, so Kölsch-Rock vom Feinsten. Das so, steht, glaube ich, auch noch auf unserer Webseite oder irgendwie auf der Facebook-Seite. Aber wir haben gesagt, wir machen Rockmusik, wir machen grundsätzlich irgendwie Musik zusammen. Und wir haben uns ehrlich gesagt nie festgelegt, was wir jetzt machen, nachdem wir damals dann aus dieser Coverband-Geschichte raus sind. Wir waren auch schon eine Cover-Rock-Band, deswegen lag das nahe. Haben gesagt, solange wir Spaß dran haben bei dem, was wir machen, machen wir das einfach. Ne? Und das ist wahrscheinlich auch so eine Sache. Wir können machen, was wir wollen. Also niemand hat uns bisher musikalisch in irgendwie eine Schublade gesteckt und würde uns es jetzt übel nehmen, wenn wir auf einmal
sag ich mal, eine AC/DC-ähnliche Nummer machen oder eine totale Popnummer. Haben wir auch alles schon gemacht. Deswegen nehmen wir aber als Oberbegriff mal Kölsch-Rock. Und was machst du bei Fiasko? Was ist dein Job? Mein Job auf der Bühne ist, Gitarre zu spielen, Akkordeon zu spielen. Wenn wir ganz mutig sind, dann auch mal auf größeren Konzerten vielleicht mal Klavier zu bedienen, im Hintergrund mitzusingen. Bei kleineren Konzerten gerne mal ins Zwiegespräch gehen mit dem Daniel auf der Bühne. Das machen wir ganz gerne. Und hinter der Bühne mache ich unseren Social-Media-Kram komplett. Weiß gar nicht, wo es anfängt und aufhört. Und die Grafiken und Designs und sowas. Das ist so mein Ding. Und wie bist du zu Fiasko gekommen? Bist du morgens irgendwann aufgestanden und sagtest, die Gitarre, die nehme ich jetzt mit und dann gucken wir mal, was daraus wird? Wie ist das passiert? Nee, meine erste Gitarre habe ich mit 11 Jahren geschenkt bekommen zu Weihnachten, weil meine Brüder haben Musik gemacht. Mein Vater hat uns immer auf der Gitarre vorgespielt und es war immer, ich wollte das dann auch machen, das war eine logische Schlussfolgerung. Und dann in verschiedenen Bands mit Freunden immer gespielt. Und 2009 ging es dann irgendwann, mein ältester Bruder kannte jemanden, den er wieder getroffen hat, der singen kann und der will eine Coverband machen, eine Linkin Park Coverband. Und ob ich nicht Lust hätte, da mitzumachen. Klar, komm mal vorbei. Ja, dann bin ich dann damals in den Proberaum, da war mein ältester Bruder, der René, unser damaliger Schlagzeuger, der Stefan, Dirk und Daniel waren in diesem Proberaum und wir haben, ich glaube, 1 oder 2 Songs gespielt, Linkin Park Songs, und haben dann aber, ich glaube, nach 2 Proben gemerkt, boah, mit Linkin Park Cover ist irgendwie doch nicht so cool. Dann haben wir wiederum meinen Bruder aus der Band geschmissen. Also, der war schuld. Der war schuld, dass ich rein bin, genau. Und dann haben wir bis 2014, also 5 Jahre lang Covermusik gemacht, so die Junggesellenfeste des Ahrtals abgeklappert. Rauf und runter gespielt, 4 Stunden Bühnenzeit. Hat super viel Spaß gemacht, aber irgendwann sind wir dann umgeschwungen auf Fiasko, weil wir gemerkt haben, es gibt eine ganz bekannte Szene oder, sag ich mal, Geschichte, wo wir das gemerkt haben. Da haben wir auf einer Betriebsfeier gespielt und Daniel hat moderiert und hat gemerkt, irgendwie kriegt er die Leute nicht. Also da war viel Unruhe drin. Und irgendwann ist klar geworden, dass das alles englischsprachige Menschen waren, weil das so eine IT-Firma war und die haben ihn überhaupt gar nicht verstanden. Und das war für ihn so ein Punkt, wo er gesagt hat, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will was machen, wo ich auch verstanden werde, wo ich mich nicht verstellen muss. Das war die Hauptsache. Und dann haben wir alle gesagt, ey, solange wir irgendwie zusammen Musik machen, machen wir das. Und dann sind wir auf Kölsch umgestiegen. Erst ein bisschen Kölsch-Cover und dann haben wir gesagt, komm, wir machen doch mal was Eigenes. Ihr hättet ja auch auf Hochdeutsch gehen können, ne? Also Kölsch ist ja nochmal eine speziellere Nische und auch ein krasser Markt, wenn man das mal so aus kommerzieller Sicht betrachtet, weil das einfach ein sehr kleines Areal ist, ne, auf dem man sich irgendwie so bewegt. So mit Deutsch kommt man noch ein Stück weiter vielleicht, schneller weiter. Was war für euch der Grund für den Kölschen Sprachraum? Zum einen einfach Daniels Herkunft. Also er ist jetzt nicht der hannoveranische Hochdeutsch sprechende. So, das Platt liegt ihm halt wirklich auf der Zunge. Und das meinte er eben auch damit, er will sich nicht verstellen. So, er will so reden können, wie er redet. Man hat nach einer Zeit auch irgendwann Unterschiede gemerkt zum Kölschen Kölsch und zu einem rheinischen Platt. Also haben wir dann auch da auch manche Kölsche gesagt, so, wie redest du denn? Also das ist überhaupt gar kein Kölsch. Da musste man sich so ein bisschen reinfinden. Ja, die Diskussion gibt es dann mehr schnell. Ne? Also wobei es ja sogar selbst in Köln unterschiedliche Formen gibt, Kölsch zu sprechen, je nachdem, in welchem Veedel du groß geworden bist oder ne, wie du das halt von zu Hause so gehört hast. Ja. Weil das ja nicht in der Schule unterrichtet wird wie Hochdeutsch. Ne? Leider nicht. So, wo dann immer einer sagt, das ist aber nicht der richtige, das ist Imperativ, musst du anders sagen. Ja. Ne? So, sondern du lernst es halt so, wie du es hörst. Ja, genau. So, und dann hast du eben noch diese Auswüchse von den Dörfern drumherum, wo es dann vielleicht mal so ins Platt eher geht. Und auch selbst da gibt es ja Unterschiede. Ne? Ja, so, total. Daniel kommt ja aus einer anderen Ecke jetzt zum Beispiel. Im Niederrheiner Platt wäre es wieder eine andere Varianz. Ne? Ja, das ist also gerade auch Eifler, das finden wir immer sehr schön, weil die Eifler selber haben noch, also Daniel, wir sind ja alles Voreifel, Ahrtal so. Und die Eifler, die haben immer noch so einen Singensang hinten dran, weißt du, geht's immer hoch und das ist total schön zu hören, aber man erkennt es halt sofort.
Ne? Und Dirk hat irgendwann mal jemanden getroffen und dann sagte die so, ja, ich komme aus Blankenheim. Und dann sagte er so, ach, aus Blankenheim. Oder er hat es erraten und hat es halt sofort gehört. Aber das ist ja das Schöne, dass man schon irgendwo erkennen kann, wo geografisch dann jemand herkommt, was für eine Art Platt er spricht. Ja, aber es war für uns, Hochdeutsch war erstmal keine Option, weil es wäre dann auch wieder ein Verstellen gewesen. Und wir haben mal einen hochdeutschen Song gemacht. Vielleicht auch, glaube ich, sogar einen, den haben wir auch sogar auf CD, aber den gab es schon vor Fiasko. Und dann haben wir gesagt, komm, den nehmen wir nochmal mit auf die Platte. Einfach nur, weil wir den haben. Und das heißt, der Name Fiasko ist auch in dem Moment erst entstanden, wo ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt was Eigenes. Oder gab es den vorher schon? Gab es den schon, als ihr in die Cover-Richtung gegangen seid? Nee. Also das Coverband hießen wir Radio Plan, kam auch vom Dirk. Irgendwie kommen die Namen immer vom Dirk. Genau, Grüße gehen raus. Und dann haben wir uns zwischenzeitlich, als wir dann diese Cover-Nummer gekippt haben, sind wir so ein bisschen mit Kölsch-Cover gestartet. Es gibt auch noch Videos von damals, von den ersten 3-4 Auftritten. Also fürchterlich, wirklich. Also egal. Wieso fürchterlich? Wir waren einfach nicht so, wir waren nicht so weit, dass man uns hätte auf Video aufzeichnen sollen. Aber wir waren auf der Bühne. Ja, so. Ist das nicht ein großer Vorteil unserer Generation, dass damals noch nicht jeder alles aufgezeichnet hat? Ich denke mir das echt oft. Zum einen schon, zum anderen natürlich nicht. Ne? Also es hat natürlich, also ich sag mal, ein ausgedrucktes Fotoalbum oder eine Videokassette von 1994, wie ich mit meiner Familie im Freizeitpark bin oder sowas, mein Vater mit dem Camcorder gefilmt hat meines Erachtens einen viel höheren Wert als 6 Millionen Videos, die jeder Mensch von jedem Jahr auf dem Handy hat. So die Wertigkeit ist, glaube ich, so ein bisschen. Die Videos gab es damals schon, aber bei den Auftritten, die ersten Auftritte haben wir noch unter dem Namen The Schwimmbutze gemacht. Schön. Wir hatten so weiße Polohemden an mit bunten Hosenträgern, so Kraftclub-mäßig. Ja. Und ein Seepferdchen auf der Brust. Schön. Ja. Da hättet ihr ja prima so ein Joint Venture mit den jetzigen Planschemalheurs machen können. Ja, hätte sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, dass man sich dann, oder dann wärst du, ach, guck mal, ihr seid die Schwimmbutze, wir haben sie an, so nach dem Motto. Also wir waren nicht so weit denkend, dass wir gesagt haben, dann müssten wir ja auch Schwimmhosen anhaben. Da haben wir gar nicht dran gedacht, wir hatten Hosenträger bunte. Aber das haben wir dann auch relativ schnell gekippt wieder. Und dann ist irgendwann eben Fiasko entstanden, wo wir gesagt haben, wir nehmen auch alle Coversongs aus dem Set raus, weil wir einfach was Eigenes machen wollen. Und da will man dann auch für sich stehen, so also nochmal ein Neuanlauf. Und seitdem ist es so. Songwriting selber anzufangen, ist natürlich auch irgendwie eine große Sache, ne? Also so gerade irgendwie, wenn man vielleicht in den musikalischen Bereich eingestiegen ist, wo man selber auch Sachen total toll findet. Ne? Ihr habt ja auch am Anfang Sachen gecovert, die ihr wahrscheinlich selber einfach mochtet, ne? Wo ihr gesagt habt, okay, das finden wir irgendwie cool. Wie ist das so im Vergleich zu heute? Würdest du sagen, da gibt es irgendwie mittlerweile so einen Modus, wo du sagst, ja, das machen wir immer so, wir arbeiten uns da so durch, es wird immer mehr ein Job? Oder sagst du, nee, das ist wirklich jedes Mal ein anderer kreativer Prozess und man weiß hinterher sowieso nicht, was dabei rauskommt? Also ich glaube, wenn man Songwriting pauschal als wie so einen 9-to-5-Job betrachten könnte, dann gäbe es wahrscheinlich viel mehr Songwriter auf der Welt, weil die Kunst, finde ich, ist ja Sachen halt, also erstmal musikalisch irgendwie rüberzubringen oder aneinander zu reihen und dann noch die richtigen Wörter dafür zu finden und dann noch in der Melodie zu packen, dass das alles am Ende eine schöne Nummer ist und alle sagen, ja super, damit gehen wir auf die Bühne. Es ist bei uns, wir haben schon viele Prozesse ausprobiert. Also wir haben uns schon mal ein Wochenende in der Eifel ein Haus gemietet, haben da 2 Songs geschrieben. Wir haben schon mal, dann kam Daniel, wir arbeiten von Anfang an schon mit einem Freund zusammen, der Josh, der super viel Songwriting für uns schon gemacht hat, mit Daniel zusammen. Und der kam dann eine ganze Zeit lang immer im Proberaum und hat gesagt, guck mal, das ist die Nummer. Da haben die Wochen dran gearbeitet und dann haben der Rest der Band gesagt, ja, ist schön, aber wir machen das raus, wir machen das anders, wir nehmen das weg und da noch eine neue Melodie. Und also die Prozesse, du sagst, am Ende ist der Song irgendwie ein ganz anderer, wie man sich ihn vielleicht gedacht hat. So kann das sein, aber es kann auch sein, dass man einfach sagt, hier ist eine Nummer und die Leute und alle sagen, ja, geil, nehmen wir. Ist gekauft, quasi. Aber es ist jedes Mal und auch nicht, so geht's mir auf jeden Fall, nicht immer ist man in einem Modus. Also du kannst mich jetzt nicht nachts um 3 weg und sagst, schreib mir mal schnell einen Song. So. Nee. Ich kann dir dann 3 Akkorde aneinander rein und einen Text hinschreiben, aber
das ist dann nicht schön, das ist dann einfach. Ne? Das ist so ein, also man braucht, oder ich zumindest brauche so ein gewisses Mojo. Ich muss merken, okay, jetzt bin ich drin. Jetzt fühlt sich das gut an und dann kommt man vom Hölzchen aufs Stöckchen. Das ist beim Texteschreiben so, beim Melodieschreiben so und jetzt die letzten 2 Jahre haben wir uns auch eingeschlossen, 3 Tage lang. Jetzt beim René im Studio zu Hause, er hat ein eigenes kleines Studio. Der hat es selber gebaut, oder? Genau, so eine Garage umgebaut und haben uns dann eingeschlossen. Auch mit Mike von Ex-Milieu haben wir zusammen auch eine Nummer geschrieben. Und also das ist ein langer Prozess, einen Song zu schreiben. Zumindest bei uns. Aber würdest du sagen, dass für dich die Idee das Wichtigste ist im Start, wenn du anfängst, dass du die Idee hast für das Thema, worum geht es jetzt hier eigentlich gerade? Weil es gibt, also ich kenne Songwriter, die kommen aus der Musik, ne? Die haben erst eine Musik und dann überlegen sie sich, was ist das für eine Stimmung, worum könnte es da gehen, so. Es gibt welche, die kommen von irgendwie einem Satz und arbeiten sich dann durch. Ne? Also manche schreiben auch immer erst die Bridge und dann gucken wir mal. Ne? Ja. So, also wie ist das bei dir? Hast du so einen Startmoment, wo du sagst, hier habe ich eine Idee, das habe ich gehört, das habe ich gesehen, das habe ich erlebt und dann baust du da was draus? Also kann man ja unterschiedlich betrachten. Du hast ja einmal, wenn du sagst, du hast jetzt ein Gefühl oder du willst eine Geschichte erzählen, dann kennst du die Geschichte und wie erzählst du sie? Das ist dann schon mal ein Startpunkt. Es kann sein, dass du nur eine Melodie hast. Also ich glaube, jeder, der Songs schreibt und Musik macht, hat 1000 Sprachnachrichten, Sprachmemos auf seinem Handy. Für mich ist es immer am lustigsten, wenn einem irgendwie eine Melodie kommt. Gerne auch mal so kurz vorm Schlafen. Also dieser Sweet Spot, wo du weißt, in 3-4 Sekunden bist du eigentlich weg. Dann kommt dir so eine Melodie, dann drückst du auf Aufnahme und pfeifst die ein oder sprichst die ein oder singst die ein, denkst, boah, Gott sei Dank nicht am nächsten Tag vergessen. Hörst die am nächsten Tag, hörst du die an und es ist nur so hörst irgendwie nur so ein Geraschel, weil du in dieses Handy reingepustet hast und denkst, okay, gut. Naja, brauchst du dann auch nicht. Schade. Also es gibt unterschiedliche Punkte, wo man anpacken kann beim Songwriting. Ne? Das Wichtigste, und das muss man einfach sagen, ist immer der Refrain. Es ist immer die Hook. Du musst immer, wenn du einen starken Refrain hast, wir hatten es jetzt im Songwriting, wir haben wirklich Stunden nur an dem Refrain gesessen. An den Wörtern. Dann geht man teilweise mal auseinander, nimmt ein paar Meter Abstand, überlegt jeder für sich, jetzt mal 5 Minuten überlegen. Und dann kommst du wieder zusammen und dann sagt einer ja so und so und du denkst, ich hab die 4 Zeilen, das ist es. Und du trägst sie vor und alle gucken dich an, schütteln den Kopf, sagen, okay, wer hat noch was? Und denkst, hä? Aber ja, es ist ein Prozess und ich glaube, man kann es nicht pauschalisieren. Und hältst du das gut aus, wenn du dann so ein Feedback bekommst? Weil Kunst herzustellen ist ja was extrem Persönliches. Das ist, finde ich, überhaupt nicht zu vergleichen mit allem anderen, was man tun kann. Weil da steckt ja ganz viel von deiner Kreativität und von dir als Mensch drin. Ist das dann so, dass du sagst, naja, okay, dann halt nicht? Oder ist das doch dann immer so ein kleiner Schmerz, wo man so denkt, nein? Also ein Minischmerz ist schon immer irgendwie dabei, so bei jeder Ablehnung einer Idee. Aber man muss das natürlich auch irgendwo professionell dann auch sehen, muss sagen, okay, vielleicht passt es jetzt auch einfach gerade nur nicht. Klar, wenn man sagt, ich habe hier einen Songtext geschrieben, der ist super persönlich, also ich öffne meine Seele wirklich jetzt nochmal 1000% mehr wie sonst. Und das ist jetzt kein Song übers Feiern, also wenn ich jetzt einen Songtext über Feiern schreibe, dann kann auch persönlich sein, aber nicht so unbedingt persönlich. Aber wenn ich jetzt einen sehr, sehr persönlichen Songtext schreibe, und das ist bei uns auch schon vorgekommen, dass wir einen Song hatten mit fertigem Text, dann habe ich gesagt, pass auf, ich habe hier eine persönliche Geschichte, die will ich einmal, ne, das wäre der Text, den ich dazu schreiben würde. Und da gab es gar keine Diskussion. Der Daniel sagte so, okay, alles klar, keine weiteren Fragen. Ne? Lass uns vielleicht die ein oder anderen Wörter noch ein bisschen anpassen und dann steht das. Ne? Und da geht es aber nie um persönliche Geschichten, dass man sagt, so, ja, ich finde jetzt deine Geschichte, finde ich aber irgendwie nicht so gut. Weil manche Bands trennen das ja auch sehr hart. Die Ärzte, eben schon angesprochen, auch Namenspatronen sozusagen eurer Band. Ich meine, die haben zum Beispiel die Regel, Bela oder Farin schreiben in der Regel die Lieder und zwar jeder für sich. Und die Person, die den Titel geschrieben hat, die singt den dann auch hinterher in der Aufzeichnung. Ja, okay. So, ne? Also ich glaube schon, dass das für viele Leute doch eine große Herausforderung ist, die Auseinandersetzung. Habt ihr denn so Entscheidungskriterien, würde ich sagen? Also gibt es sowas, wo man sagt, das muss ein Fiasko-Song haben, damit der auf eine Platte kommt? Er muss sich gut anfühlen für uns. Das ist tatsächlich eine reine Gefühlssache. Wir sind 4 Leute, die am Ende jeder
eine Meinung haben, jeder hat auch ein Veto. Also wenn 3 Leute sagen würden, die Nummer finden wir super und einer sagt, ey, will ich auf gar keinen Fall. Nur über meine Leiche. Nur über meine Leiche, dann Ja. nehmen wir im Zweifelsfall auch eine Nummer nicht oder sei es auch andere Entscheidungen. Ne? Jeder hat da auch sein Veto. Aber für uns ist es immer eine Entscheidung von, wie fühlt sich der Song an? Wie können wir den natürlich auch rüberbringen? Ne? Also Daniel muss den Song, hart gesagt, am Ende verkaufen. Also er muss ihn ja auch fühlen. So, und genauso wie er den fühlen muss der Dirk den auch fühlen. Es nützt nichts, wenn einer aus der Band da steht und du siehst es einer Band an, wenn die den Song nur runterspielen. Also, ich sag mal so, also für uns ist es einfach wichtig, dass man weiß, dass wir transportieren können, dass das, was wir machen, dass wir da Spaß dran haben. Und dass wir das auch wirklich von Herzen gerne machen. Und wenn das bei einem Song so wäre, den wir nicht fühlen, dann würde man uns das ansehen. Wie einfach ist das denn bei Schleife 135 in der 80. Sitzung in der 4. Woche Session, so eine Emotion noch zu transportieren? Also ist das dann diese berühmte Fließbandarbeit, ne? Bis zu 8 Sitzungen pro Tag, manchmal sogar 10, je nachdem, wie kurz die Session ist. Das heißt, ihr seid ab morgens bis nachts unterwegs und jedes Mal ist das Set das gleiche. Ihr weicht da auch wie alle anderen auch nicht so hart von ab, weil das einfach zu schwierig ist in diesem harten Sitzungsablauf. Wie ist das so vom Gefühl her? Ist das Gefühl dann noch da oder ist es dann manchmal auch schon so ein, wir müssen das jetzt herstellen Moment? Man geht natürlich mit einem Bewusstsein auf die Bühne, wo man sagt, ob es jetzt die erste oder die letzte Sitzung des Tages oder Veranstaltung des Tages ist, jeder hat das gleiche Recht, auch von uns alles zu bekommen, was wir geben können. Das war auch für uns ein Lernprozess. Also wir hatten auch Zeiten, wo man gesagt hat, wo wir auch Feedback bekommen haben, dann so, ein bisschen sieht man euch schon an, dass ihr da vielleicht irgendwie da und da schon mal keinen Bock habt. War ganz am Anfang, ist Jahre her. Und deswegen haben wir uns irgendwann gesagt, so, wir gehen immer mit 110, mit 111% auf die Bühne, aber es ist so bei uns. Ne? Klar haben wir auch mal, geht einer mal irgendwie, ist etwas angeschlagen, sei es auch aus persönlicher Sicht oder erkältungsmäßig. Trotzdem ist es für uns halt wichtig, dass wir ja aus einem gewissen Grund da sind. Ne? Nicht nur, weil einer irgendwie die Musik von uns hören will, sondern weil alle, die da sind, oder vielleicht kennen uns auch manche noch nicht, dann wollen wir ja immer alles geben, damit wir auch im Kopf bleiben. Und wir wollen da jedem natürlich auch das bieten, was wir halt zu zeigen haben. Deswegen würde ich sagen, wir können uns immer in dieses Gefühl wieder rein, also ich kann mich immer in das Gefühl reindenken. Ich weiß natürlich, wir haben irgendwie Abläufe, klar. Mal wechsle ich die Seite hier, dann gehe ich da, wir haben so Kisten, wo wir uns draufstehen, dann gehe ich auf Dirk seine Kiste, Dirk geht auf meine, wir springen gleichzeitig runter. Es sind so leichte Choreografien sind dabei. Oder es gibt Punkte, da gucke ich mich, Textzeilen gucken René und ich gucken uns an und, weiß ich nicht, zwinkern uns zu oder es gab eine Zeile, ich glaube, leider wieder eskaliert, stehst du hier für Mingadür? Und da habe ich in der Session versucht, dem René jedes Mal eine andere Art von Tür zu zeigen. Ist relativ schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ja, ist aber kreativ geworden. Irgendwann habe ich es auch sein gelassen, weil ich sagte, geht nicht mehr. So, ich habe alle Türen durch, die es gibt. Aber es macht dann immer wieder aufs Neue Spaß einfach. Ja. Vielleicht hilft da ja sogar auch dieses, ne, dass es halt eben nur 20, 25 Minuten sind und dann hat man immer einen kurzen Break, wo man die Location wechselt, ne, wo man ja im Zweifel auch einfach mal kurz durchatmen kann. Ja. So denn keine Kamera dabei ist, weil das ist was mir vor allem in der letzten Session, also da war es am krassesten, die Session, vorher hat sich es auch in die Richtung entwickelt, aber Social Media ist nicht ganz unwichtig auch für Karnevalsbands, weil auch Booking danach entschieden wird, inzwischen von Veranstaltern, von Literaten, wer denn wie viele Leute zieht. Und das wird nun mal heutzutage hauptsächlich auf Followerzahlen oder was auch immer, ne, andere Kennzahlen, die aus dem Social-Media-Bereich kommen, zurückgeführt. So. Was ich interessant finde ist, also die Entwicklung gibt es ja schon länger und die hat aber inzwischen so ein Ausmaß, dass alles dokumentiert wird. Also du hast nicht mehr nur die Situation auf der Bühne und irgendwie so 3 Fotos von dem Auftrittstag, sondern das ist mittlerweile an einem Punkt, wo eigentlich alle Bands wie so eine Doku drehen.
Also während der Session. Und das ist halt was, wo ich mich frage, wie ist das so, ne? Eben gerade an den Tagen, wo man vielleicht wirklich kurz diese Pause braucht, ne, zwischen den Auftritten, wo dann aber trotzdem die ganze Zeit eine Kamera mitläuft. Also auch die privaten Momente hinter der Bühne, was ja immer so heilig war, auch sichtbar werden. Ja. Was ist das für ein Gefühl? Also du bist ja nicht als Reality-Star in den Karneval eingestiegen, sondern eigentlich als Musiker. Ja. Merkst du diese Veränderung bewusst oder ist es so schleichend? Für uns war es, es hat sich ja auch die letzten Jahre erst so entwickelt, dass es so ist, wie du schon sagst. Klar, wir haben die Beniki, die macht viel Social Media. Grüße gehen raus an Niki raus. Haumann. Die nehmen wir gerne mit, allein weil wir auch wissen, ist es wichtig und wir können es selber von uns aus nicht leisten, weil dann denkst du nicht dran, ne? Hast du dein Handy, ich gehe ohne Handy auf die Bühne, ne? Weil ich will ja auch Musik machen. Aber es ist super wichtig geworden und du musst die Leute überall mit hinnehmen, ne? Das ist ja, das Zielpublikum sind ja nicht die Leute, die sowieso im Saal sind, die dann sagen, guck mal, die sind jetzt gerade hier, die kommen jetzt so. Klar kann das auch sein, weil selbst auf Partys holen die Leute ihre Handys raus und gucken bei Instagram, was geht. Es sind ja die Leute, die auch zu Hause sind, die wollen gucken, guck mal, was machen die denn gerade, ne? Und da musst du immer weiter füttern. Du musst füttern, du musst präsent bleiben. Das ist ja wie eine Werbetafel, die du dauerhaft befeuern kannst und auch solltest. Und wenn du das nicht machst, machen es halt andere. Ja. Und andere machen es genauso oder besser oder mehr. Und wenn du daran gemessen wirst, dann musst du einfach zusehen, dass du da auch gut aufgestellt bist. Ne? Also TikTok ist ein bisschen schwieriger für mich jetzt. Ich versuche das immer mit zu befeuern. Wir können hier gleich noch tanzen oder so, wenn du das möchtest. Ja, gut, dann schon mal 1/4 der Band, der das wahrscheinlich machen würde. Es ist einfach super wichtig geworden und wir sind durch die Session, ich habe mir vorher eine Content-Strategie machen lassen und selber mit überlegt, damit wir wissen, okay, wie poste ich überhaupt, ne? Weil das ändert sich auch ständig. So wie sich, sage ich mal, ein Musikgeschmack im Karneval auch jedes Jahr ändert, weil es jedes Jahr irgendwie ein neuer Song ist, der ankommt auf eine Art und Weise, ist genauso ein Algorithmus und Content-Inhalte, die interessant sind. Was man als Band auf Social Media macht, hat eigentlich nichts mit der Musik zu tun. Das ist, die Leute gehen nicht auf Instagram, weil die sagen, ich gucke mir jetzt Fiasko an, weil ich die Musik cool finde. Du zeigst, wie du persönlich bist, wie es hinter die Kulissen. Das ist das, was... Ja, es ist Markenarbeit, ne? Also wenn man das so rein aus fachlicher Sicht irgendwie sieht. Ja, genau. Ich finde das halt interessant. Also man hat halt irgendwann so dieses mit dem, du hast es eben gesagt, ihr hattet mal so Hosenträger und so weiter. Und das ist so wie die roten Schuhe bei Casala oder so. Also es gibt so diese visuelle Markenidentität, wo, finde ich, eher schon immer sehr entspannt wart. Ein Glück für euch, weil ich glaube, das kann auch ganz schön anstrengend sein, wenn man immer in so eine bestimmte Montur muss für 500 Jahre. Und das hat sich halt eben entwickelt bis hin zu, Reality ist halt immer so schwierig zu sagen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Also es ist halt wirklich so eine Durchvermarktung, die da stattfindet. Ich frage mich halt immer, ob das nicht auch einfach auch ein bisschen Energie wegnimmt, ne, von dem, was man auch für die Bühne eigentlich braucht, was man für Songwriting braucht und so weiter und so weiter. Und es gibt auch keine Pause mehr. Also du hast nicht am Ende der Session so ein Loch, sondern du hast Karneval das ganze Jahr. Also ich weiß, ihr macht nicht explizit Karnevalsmusik, aber das ist halt nun mal der größte Markt, in dem ihr euch bewegt. Ne, so. Und wie hältst du das durch? Ich weiß, dass du deinen Brotjob nicht mehr hast. Ne? Das heißt, du hast das Glück, dass du dich darauf konzentrieren kannst. Aber brauchst du trotzdem Pausen, um das durchzuhalten? Ja, klar. Pausen braucht jeder. Also wenn man keine Pausen machen würde, dann würde das auch nicht funktionieren. Geht auch dann nicht lange gut. Man kann Content mittlerweile auch planen bei manchen Plattformen, also bei Instagram auf jeden Fall. Das habe ich auch für den Urlaub nach der Session gemacht. Aber bei uns ist es ja so, wenn die Kamera läuft, und es klingt so, als wäre da so ein riesen Doku-Team dabei. Also wenn das eine Person, Handy läuft, also die Niki weiß auch natürlich, das Handy rauszuholen, wenn die Situation gerade da ist, wenn eine coole Situation gerade ist. So wenn jetzt einer im Bus sitzt und sich ausruht, dann wird da keine Kamera drauf gehalten. Und für uns macht es das, würde ich sagen, leichter, weil wir verstellen uns ja auch nicht, wenn die Kamera an ist. Also dann sind wir so, wie wir sind. Und wenn wir jetzt jedes Mal eine Rolle spielen würden und meinen, wir müssten in die Kamera moderieren und hey Leute, wir sind jetzt,
Das machen wir ja nicht, ne? Dann geht es mal kurz hier, vielleicht mal, sag mal gerade, wo wir sind. Ja, wir sind jetzt hier und so, bla bla. Das ist kein großes Verstellen, deswegen ist das auch nicht so anstrengend. Und wenn wir unsere Privatsphäre haben wollen, dann haben wir die. Der große Vorteil auf der anderen Seite ist, dass ihr 100%ig kontrolliert, was über euch gesagt wird. Ne? Also dadurch, dass ihr ja ständig selber Content zur Verfügung stellt, wird das von euch diktiert. Also wie werdet ihr gesehen, was von euch wird gesehen und was wird dann wiederum auch weiter verbreitet. So, das ist halt schon der große Vorteil. Ne? Und natürlich, wenn man mit jemandem arbeitet, wo ein großes Vertrauensverhältnis da ist, hat das natürlich auch Vorteile. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird, weil ich finde, das gab halt wirklich so einen richtigen Sprung. Nochmal zurück zu Fiasko außerhalb der Session. Ne? Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, so richtig Pause gibt es nicht. Du kommst gerade von einem Bandmeeting hier hin, es gibt immer was zu tun. Immer, jeden Freitag. In Meckenheim wird gesprochen. Was macht ihr, wenn ihr nicht in einem Sitzungszirkus unterwegs seid? Was macht ihr jetzt gerade zum Beispiel? Jetzt gerade arbeiten wir an also wir haben uns nach der Session 2 Wochen Pause gegönnt, haben uns dann direkt zum Songwriting getroffen und dann nochmal nochmal 1-2 Wochen Pause gemacht. Arbeiten an neuen Songs, an Ideen, was wir machen können, das Jahr über. Natürlich spielen wir auch. Jetzt nächste Woche Freitag, glaube ich, spielen wir wieder. Dieses Wochenende nicht. Und müssen genauso proben. Wir haben einen Proberaum, der auch ordentlich gehalten werden muss. Wir haben einfach, also ich habe mir mal sagen lassen, dass Wintersportler werden im Sommer gemacht. Und ich würde das schon auch im Karneval auch so sehen, dass du im Karneval auch den ganzen Sommer was machen musst oder solltest. Weil wir hören ja jetzt nicht auf, Musiker zu sein, nur weil jetzt Karneval vorbei ist. Und wir sind ja keine Karnevalsband, sondern eine Kölsche Band, die das ganze Jahr über stattfindet und auch weiterhin stattfinden soll. Deswegen, nur wenn man das Wintergeschäft hat, was ein bisschen komprimierter oder ziemlich viel komprimierter ist, geht es das Jahr über natürlich ein bisschen entspannter weiter. Aber ansonsten gibt immer was zu tun. Es gibt immer was zu tun. Wenn du jetzt irgendwie auf eure Diskografie guckst, also auf euer Werk bisher, gibt es da so 2 bis 3 Highlight-Songs, wo du sagst, das sind deine persönlichen, ich weiß, das ist immer total schwer. Gibt es so persönliche Lieblings-Fiasko-Titel, wo du sagst, ich liebe das, wenn wir das spielen, auch auf der Bühne, das macht mich immer froh? Ja, das eine ist ja die Songs an sich oder ob wir sie halt spielen, weil es gibt einfach Songs, die spielen wir natürlich gar nicht mehr. Ne? Hast du selbst in einem 2-Stunden-Set, Vollkonzert, hast du keine Zeit, einen Song irgendwie aus dem ersten Album zu spielen, weil du einfach sagst, nee, die moderneren sind dann doch ein bisschen für uns irgendwie besser. Ihr verändert euch ja auch. Wir verändern uns auch. Also ich spiele, es war relativ frisch, die Nummer aus dem letzten Jahr, Sick an Sick, spiele ich immer sehr, sehr gerne, weil es eine sehr, sehr, sehr schöne Nummer ist, wie ich finde. Und ansonsten tatsächlich für dich spiele ich auch sehr, sehr gerne. Ja. Weil es einfach für mich ein sehr energiegeladener Song ist. Ich kann ein bisschen auf der Gitarre mal ein bisschen rumdaddeln, so. Macht Spaß und darf den dann in der Session, also der wird so schnell auch nicht aus dem Set rausfliegen. Ich würde sagen, das sind so die beiden Nummern, zumindest was das Live-Geschäft angeht, die ich gerne spiele. Und hast du sowas, wo du denkst, das wäre so cool, wenn wir mal einen Titel schreiben würden, der sich entweder mit dem Thema beschäftigt oder der irgendwie musikalisch nochmal in eine bestimmte Richtung geht? Manchmal kaut man ja auf so Sachen rum. Ja, ich verstehe, was du meinst. Wir haben, also beim letzten Album haben wir, oder jetzt nicht beim Live-Album, und davor haben wir eine Nummer mit aufs Album genommen, Kölsch. Das ist so eine alte, klassische AC/DC-Nummer, sag ich mal. Ne? Ich weiß nicht, ob du die Nummer kennst. Ja. Du kennst sie. Okay, also die habe ich aus so einer Laune heraus geschrieben einfach. Ich dachte, komm, ich will mal ein bisschen rockige Gitarren so. Und habe die Nummer geschrieben und alles so, ja, okay, cool, machen wir. Ne? Wir haben damals schon AC/DC gecovert. Wir wussten, Daniel kann diese Reibeisenstimme, kann er abrufen und rausbringen. Die würde ich mal gerne live spielen. Haben wir noch nie gemacht. Also
natürlich im Proberaum und zum Aufnehmen, aber so beim Konzert haben wir das noch nie gemacht. Auch wenn es schon hier und da mal gefordert wurde. Ah, von dir. Nee, nicht von mir, tatsächlich nicht von mir. Von anderen. Ja, vom Von Sascha. Dritten. Vom Sascha. Ah, cool. Guck mal, die wäre ja vielleicht was für ein Vollkonzert. Also ich weiß, obwohl es auch im Karneval bestimmt funktionieren würde, aber Man weiß es nicht. ich persönlich finde das ja immer total schön, euch und auch andere Bands in euren Konzerten zu sehen, weil ihr da einfach auch nochmal eine Varianz zeigt. Ne? Also auch irgendwie so ein bisschen über die Jahre, wie hat sich das verändert oder auch einfach die Nummern voll spielen könnt. Ne? Weil in der Session ist ja oft dann die verkürzte Variante auf der Bühne und das ist ja eigentlich schön, wenn man halt für so einen Titel dann doch mal 5, 6, 7, 8 Minuten sich Zeit nimmt, mit zwischendurch noch quatschen oder irgendwas machen oder ne, was auch immer. Gibt es denn noch sowas in diesem Jahr, was ansteht, wo du sagst, da freue ich mich auch besonders drauf? Wir haben im Juli, letztes Jahr, ein Sommerfest gemacht auf der Maybach Farm in Ahrweiler. Ein ganz schönes Weingut. Haben wir mit unserer Crew und Anhang haben wir da einen sehr, sehr schönen Abend verbracht oder Tag verbracht und haben dann gesagt, wie wäre es, wenn wir mal aus unser letztes Album Kölle is Calling und mit dem Wein, haben wir dann zu dem Konzert damals Vino is Calling einen eigenen Wein noch mit rausgebracht und verkauft über einen bekannten Winzer, jetzt nicht von der Maybach Farm. Und dann haben wir gesagt, wie wäre es, wenn wir da einfach mal ein Konzert machen auf diesem Weingut und nennen es Vino is Calling. Das ist jetzt am 10.7. 10.7.? 13.7.? Auf jeden Fall an dem Wochenende. Im Sommer. Wir schauen es nach. Wir reichen es nach über die Shownotes. Es ist auch leider schon ausverkauft. Also es war relativ zügig voll mit Leuten und da freue ich mich sehr drauf, weil es wird wirklich ein ganz, ganz, ganz besonderes Konzert, weil es mal was anderes ist. Ne? Es ist, hat mal irgendwie einen anderen Touch und wir planen für Ende des Jahres noch weitere Konzerte, weil die Weihnachtszeit ist auch immer schön und es gibt viele Unplugged-Touren, Unplugged-Konzerte und da haben wir auch mal ins Auge gefasst, vielleicht mal das ein oder andere Weihnachtskonzert zu spielen. Ein Mitsingkonzert, damit die Leute, wir wollen jetzt nicht in der Weihnachtsbäckerei, vielleicht aber auch nicht, singen. Ist ein Klassiker. Ist ein Klassiker. Wir werden sicherlich auch Weihnachtslieder spielen. Aber wir wollen einfach nochmal gemeinsam, diese Weihnachtszeit ist so schön, dass man da gemeinsam singen kann. Ja. Das muss man keinem Kölner erklären. Das Stadion ist voll. Alle anderen Mitsingen-Konzerte sind auch voll. Und wir haben uns gedacht, wir haben da auch mal Lust drauf und das streben wir auf jeden Fall an. Gibt noch keine Termine, aber. So richtig mit Songtexten. Richtig mit Songtexten, dass alle mitsingen können. Auch also wenn sie den Song nicht kennen. Wenn das kein Moment für diese AC/DC-Nummer ist, dann weiß ich auch nicht. Der in Unplugged vielleicht. Ja, wieso nicht? Ist ja oft interessant, ne, wenn man das dann nochmal so in einen anderen Raum bringt. Ja. Wenn du jetzt heute nochmal loslegen würdest, ne, so alt wie du jetzt bist und nach all den Jahren, würdest du das nochmal machen? Nach allem, was du weißt und so wie es gelaufen ist. Und würdest du nochmal, wenn dich heute jemand fragen würde, hast du Bock in einer Kölsch-Rock-Band zu spielen, würdest du sagen, ja, ich bin dabei? Ja, auf jeden Fall. Also definitiv, ohne zu zögern. Ohne Einschränkung? Ohne Einschränkung. Also, guck mal, wir sind jetzt seit 2014, sind wir, sag ich mal, aktiv dabei, was den Kölner Karneval auch mit angeht. Und es ist ein langer, langer Weg und es gibt immer wieder Sachen, die man lernt, die man neu lernt, die man am Anfang auch überhaupt gar nicht kapiert. Also wie was funktioniert, wie die Abläufe sind hinter den Kulissen bei Vereinen und so. Und das allein zu lernen macht Spaß und da teilzunehmen und irgendwie ein Teil auch von zu sein, finde ich, es hat irgendwie seinen Grund, warum man dann da bleibt. Und also ich würde es jederzeit wieder machen, auf jeden Fall. Kannst du dir irgendwas anderes noch vorstellen für dein Leben, außer das? Mit oder ohne die Musik? Also ohne die Musik geht sowieso nicht, das ist klar. Also wenn ich jetzt die Musik nicht hätte, grundsätzlich. Ja, ich habe ja mal einen anderen Weg eingeschlagen oder angefangen. Komme eher aus der technischen Richtung. Da hätte ich mir auch eine Karriere vorstellen oder ein Leben vorstellen können mit einem technischen Job. Das ist, aber Technik hat man auch so in der Musik, in der Veranstaltungsbranche, überall. Also werde ich da auch diese Komponente von mir persönlich wird jetzt damit ganz gut bedient. Ja, ich hatte irgendwie gedacht, dass du vielleicht Podcast sagst. Nicht, weil wir hier in einem sitzen, ne, sondern weil du ja mit dem lieben Sven von Milieu so ein Crossover-Projekt hast. Euch verbindet eine enge Freundschaft, kann man sagen. Ne? Ja.
Und ihr zwei habt das Kaffeekippe-Kölsch-Projekt, was im Moment, glaube ich, pausiert. Es pausiert schon seit sehr langer Zeit. Schade Schokolade. Ich finde es auch sehr unterhaltsam. Wann habt ihr angefangen damit in Covid-Zeit? Wir hatten jetzt, vor kurzem hatten wir 6-jähriges, glaube ich, oder 5-jähriges. Ich habe es im Kalender stehen. Tatsächlich im April. Ende April, ich glaube 22. 20. April hatten wir Jubiläum quasi. Ja. Und war das was dir auch Freude gemacht hat? Oder würdest du das auch wieder lostreten, wenn du mal 5 Minuten Zeit hast dafür, dich vorzubereiten? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben das angefangen, weil mein Bruder damals meinte, er hätte so eine Idee für so ein kölsches Talk-Format, Kaffeekippe, Krautmacher, wollte er das nennen. Das ist einfach nur so eine Idee, die er mir gepitcht hat. Und ich sage, ja, ist irgendwie ganz cool, klingt, also ne, ist so, geht locker von der Zunge. Naja, mit dem Namen müsste man vielleicht ein bisschen was abändern. Aber ihr habt den gleichen Vornamen, also es gibt auf jeden Fall einen Connect. Ja, hat mich auch mal gefragt, wo denn mein Schnäuzer ist, als ich mich mit Vornamen vorgestellt habe. Der Henning Krautmacher. Henning Krautmacher hat gefragt, wo ist denn dein Schnäuzer? Ja klar, alle Hennings werden damit geboren. Zu Recht. Und da hat mein Bruder mir diese Idee gepitcht und dann dachte ich, ja, okay, das müssen wir vielleicht noch ändern. Und habe dann damals Sven gefragt, ich so, ja, hast du nicht Bock, einen Podcast zu machen? Und er sagte, klar, können wir machen. Haben uns auch so reingefunden. Ich glaube, wir haben knapp über 100 Folgen gemacht. Und dann hat es sich irgendwie so verlaufen. Dann haben wir keine Zeit mehr dafür gefunden, leider. Aber es waren sehr, sehr schöne Folgen. Wir haben sehr, sehr viel gelacht und sehr, sehr viel Spaß, aber auch manchmal ernste Sachen besprochen. Und es war eine schöne Zeit. Also ich habe das auf jeden Fall mal gerne gehört, kann ich sagen. Und was mir halt auch irgendwie so gut gefallen hat, ist immer dieser Gedanke von, also eine Weile hieß es ja immer so ein bisschen Haifischbecken Karneval. Ich finde, dass man das nicht mehr so oft hört, Gott sei Dank. Aber euch zu sehen mit 2 Bands, die unterschiedlich und trotzdem im ähnlichen Umfeld unterwegs sind und zu sehen, okay, die sind aber trotzdem irgendwie Friends. Ganz offensichtlich verstehen sie sich so gut, dass sie dieses Projekt zusammen machen können. Hat ja auch irgendwie ein bisschen was Beruhigendes. Ja. Wie würdest du sagen, ist es? Ist es ein sehr freundschaftliches Umfeld, in dem du dich da bewegst beruflich? Oder wie ist es für dich? Grundsätzlich ist es ein sehr freundliches Umfeld. Also allein dadurch, dass man sich halt sehr oft sieht, ist es ja wie in jeder anderen Firma auch besser für das Klima, wenn man sich zumindest guten Tag. Mindestens in der Band mit der Crew gut versteht. Ja, das sowieso. Dass man sich grundsätzlich gut versteht, ist einfach, Karneval ist ja auch da, um Freude zu bereiten, im weitesten Sinne. Und dann muss man sich, also man muss sich nicht zu 100% grün sein, man muss nicht mit jedem ein Bier trinken gehen, man muss nicht mit jedem eine Freundschaft führen. Aber umso schöner ist es, dass es das auch gibt und das ist also viele Bands, die wir im Laufe der Jahre kennengelernt haben und Milieu war eben einer auch der ersten, mit denen wir beim Losmersinge Contest im Bürgerhaus Stollwerk standen und die da alles abgeräumt haben und wir gar nichts und wir mit gesenktem Kopf nach Hause sind. Aber da haben wir sie ist schon. Ist ja trotzdem gut gelaufen, würde ich sagen, unterm Strich. Unterm Strich ist gut. Aber das meinte ich mit der Zurückweisung, ne? Das ist so hart. Also Ja. ihr habt genauso hart gearbeitet wie die. Ihr wart auf der Ja. gleichen Bühne. Trotzdem ist dann vielleicht, warum auch immer, das Publikum in dem einen Moment, Genau. den anderen mehr zugeneigt. Ja, und ich genau. finde trotzdem, das ist so ungerecht. Weißt du was? Also weißt du, was ich meine? Weil Ja. ihr seid ja alle so verschieden und jeder für sich verdient es absolut, ne, da zu sein. Aber trotzdem kriegt man nicht immer die gleiche Portion Liebe ab. Das ist so, man kann sich einfach immer nur weiter Mühe geben und ich meine, die Freundschaften, die trotz dieser Konkurrenz entstehen und im Endeffekt ist es ja, wir bedienen einen gleichen Markt, aber es ist auch irgendwo Platz für alle. Ne? Hat der Karneval ja sowieso, nimmt alle mit offenen Armen und man merkt, wenn sich Leute verstellen, wenn sich Leute in diesen Markt reinkommen, um auch sagen, okay, da ist ein Riesenmarkt, ne? Dann springe ich mal in diesen Geldtopf hinein, mache da ein bisschen Musik und bin dann und bin dann den Rest des Jahres bin ich nicht da, so und dann komme ich aber wieder. Ich finde, man merkt das. Und, Ich finde das auch. und wenn man aber authentisch ist und Spaß daran hat und da wirklich auch Herzblut reinsteckt, und das ist ja das Wichtige, war die ersten Jahre bist du erstmal auf dich gestellt, die sagen, okay, Moment mal, du hast jetzt hier, das musst du leisten können und das geht nur mit der und der Technik. Dann stehst du da vor riesen Summen an Geld, die du ausgeben musst, nur um mithalten zu können.
Und ohne Herzblut geht das gar nicht. Also, Ja, oder jemand, der es finanziert. oder jemand, der es finanziert. Aber das Glück haben die wenigsten, glaube ich. Die Eben, allermeisten. Ja. wenn du die Leute, die wir über die Jahre kennengelernt haben, wo wir gemerkt haben, die stecken genauso viel Herzblut da rein wie wir und denen ist das genauso wichtig, mit denen sind wir befreundet. Also das matcht dann. Dann weißt du, okay, mit denen kannst du auch nach 10, 12, 30 Bier Kölsch im Arm liegen und singst irgendwelche Lieder. Ne? Also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl tritt auch genau dann auf, ne? Weil du eben auch mal abseits von der Bühne miteinander was machst und dann ist es ja umso schöner auch, dass sowas funktioniert, obwohl man in einem konkurrierenden Geschäft unterwegs ist. Ja, ist nicht so einfach. Wir sind ja hier beim Nubbel-Podcast, weshalb wir immer abschließend die Frage stellen. Gibt es etwas, beim Nubbel geht es ja immer um Verabschiedung und Neubeginn und so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen die leicht katholische Erneuerungs- und Abschiedssituation. Gibt es was, wo du sagen würdest, das würdest du dem Karneval wünschen, dass er das mal hinter sich lässt? Vorbehalte gegen Menschen aus der Voreifel oder so? Oder gibt es was, wo du sagst, das könnte der Karneval vertragen, also im positiven Sinne, das könnte dazukommen, das wäre interessant. Gibt es da auch was aus deiner Sicht als Musiker? Aus der musikalischen Sicht finde ich, dass der Karneval recht offen ist eigentlich. Also dadurch, dass er so vielseitig ist, also wir haben vom Kneipenkarneval bis zu einer Tanzbrunnenbühne, bis zu einer Arena, bis zu einer Gürzenich-Sitzung, bis zu einem Straßenkarneval auf der Zülpicher Straße, hast du so viele Facetten und jedes hat irgendwie seine Bedeutung und seinen Platz auch für unterschiedliche Musik. Was ich mir wünschen würde für das gesamte Kölsche ist, wenn man das ja so streng nimmt und sagt, ja, nee, das muss Kölsch sein, dann muss Kölsch sein. Und dann kommt aber ein Song, und ich meine gar keinen speziellen Song, sondern es gibt generell Songs, gibt es seit Jahren schon Beispiele, dass es einfach auch Hochdeutsch ein schöner Song ist und der im Karneval einfach so gut funktioniert, dann ist das auf einmal alles egal. Dann so, nee, tolle Nummer. Aber sobald dann irgendwie ein Wort falsch Kölsch ist bei einer anderen Band, dann sagen die, ja, nee, das geht so gar nicht. Und da einfach zu sagen, ey, Kölsch ist eine Sprache, die singst und sprichst du, wie du sie lernst und wie du sie sprechen möchtest. Die Offenheit oder das so zu sagen, einfach zu sagen, es ist halt so. Und da nicht immer mit dem Kölschfinger irgendwie drauf zu hauen und zu sagen, hey, das geht gar nicht, das ist gar kein Kölsch. Das würde ich mir wünschen, dass man einfach sagt, es ist halt so, wie es ist einfach. Ne? Kölsch ist halt das, was du lernst und dann am Ende auch lieben lernst quasi. Ja, es ist eine lebendige Sprache. Im Gegensatz zu Latein. Ja, hatte ich nie, weiß ich nicht, aber kann ich mir gut vorstellen. Aber vor 10 Jahren her, da war die große Angst, der Kölsche stirbt aus. Es wurde gesungen, es wurde besungen und es hat genau den Zahn der Zeit getroffen. Und jetzt sind wir 10 Jahre, 12 Jahre später, dann so, ja, der Kölsche ist immer noch da, der Kölsche wird immer bleiben. Ja. Ich danke dir so sehr, dass du heute im Podcast warst, Henning. Wie immer eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude. Auch ich freue mich auf die Akustik-Mitsingen-Konzerte AC/DC. Ich bringe so ein Schild mit. Ja. Wenn es vom Publikum eingefordert wird, dann vielleicht. Ja. Wir können das irgendwie ausmachen. Kriegen wir hin, machen wir es. Euch da draußen danke ich allen fürs Zuhören, fürs Zuschauen bei YouTube, Spotify und überall in diesem wundervollen Internet. Und ich freue mich, wenn ihr euch auch alle anderen Folgen anhört, wenn ihr uns folgt. Bis bald. Bis der Nubbel brennt ist eine Produktion von Goodwill Run und der Streaming Factory. Bis der Nubbel brennt. Bis der Nubbel brennt.